Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Pressekonferenz. Ja Leute, vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg machen wir den Reaction auf die Pressekonferenz und damit gehen wir rein. Ja, hallo zusammen. 3 englische Wochen in Folge. Enden am Sonntag mit dem Heimspiel des FC Bayern gegen SC Freiburg. Willkommen zur Medienrunde, wie gewohnt mit Thomas Tuchel. Servus Thomas. Und dann darf ich schon zum ersten Handzeichen bitten für die erste Frage. Wer möchte beginnen? Kauermann, Tuchel, groß. Hier vorne, Reihe 1, Manuel Bonke für TZ und Merkur. Hallo Herr Tuchel, dann fangen wir mit dem Thema einfach gleich an. Jerome Boateng, hieß es jetzt, er wird nicht verpflichtet, bekommt keinen Vertrag. Können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Entspricht es den Tatsachen? Er hat ja heute nochmal mittrainiert. Was ist da der Stand? Und wie hat er ihm im Training auch gefallen so? Ja, hat sich gut verhalten, hat gut mittrainiert. Wir haben ihn ja getestet und das werden wir heute Nachmittag mit allen Beteiligten klären und dann auch erst bekannt geben. Da ist keine Entscheidung gefallen, entgegen anderslautenden Berichten. Das klären wir jetzt erst intern mit allen Beteiligten, mit Jerome, mit dem Sport, aber auch mit dem Club. Und dann treffen wir eine Entscheidung und dann geben wir sie bekannt. Naja, wegen sieht er heute mal ein bisschen frischer aus, der Tuchel. Ja, also berichtemäßig hat man ja schon gehört, so, ja, bla, Sülz. Ich bin mal gespannt, wie dann die Entscheidung wirklich ausfällt. Dran Christian Kunz für die DB. Bevor wir uns jetzt schon im Vorfeld freuen, weil irgendwelche Zeitungen wieder irgendeinen Mist berichten. Ja. Wie stellt sich denn die Personalsituation dar, speziell in der Innenverteidigung aktuell? Mata fehlt noch, es dauert ein bisschen länger, als wir... So, ich gehe mal auf die andere Seite, wenn die da die ganze Zeit rein und rauszoomen. Ja. Viel Respekt haben wir ja wohl doch vom Tuch, ja. Den nicht genau in die Mitte platzen. Als wir geplant haben und als wir gerechnet haben, das ist einfach sehr schmerzempfindlich und Mata selber ist eigentlich gar nicht schmerzempfindlich, aber da geht es im Moment nicht so schnell vorwärts, wie wir uns das wünschen, wie wir gedacht haben. Aber Upa und Minche sind aktuell toi 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 unverletzt. Zweite Reihe Stefan Kumberger für Pro7 Sat.1. Herr Tuchel, eine Präzisierungsnachfrage bezüglich Jerome Boateng. Sie haben in Kopenhagen Präzisierungsnachfrage. Ja, Halleluja. gesagt, Sie wollen Fußballentscheidungen treffen. Hat sich das jetzt aufgrund der Reaktionen unter der Woche irgendwie geändert, dass jetzt doch die moralische Frage auch aufkommt oder, oder bleibt es komplett bei der sportlichen Bewertung? Ja, ich habe gesagt, dass ein Fußballverein auch und ich als sportlich Verantwortlicher mir wünsche. Ganz ehrlich, wenn das rein nach sportlichen Dingern geht, wie gesagt, bin ich auch der Meinung, dass er nicht tragbar ist. Das 2 Jahre bei Lyon auf der Bank. Wenn Tuchel das anders sieht, mag das so sein. Sollte Jerome verpflichtet werden, werde ich ihn wie einen blinden Fleck behandeln. Ich werde ihn nicht bewerten in irgendwelchen Spielen. Ich werde ihn nicht benoten in irgendwelchen Spielen. Ja, das wird meine Herangehensweise sein. Ich bin auch sehr gespannt, was aus der Süd kommen wird. Ich denke, da werden auch die ein oder anderen Spruchbänder am Wochenende reinknallen. Wenn wir Boateng doch verpflichten sollten, mal abwarten. Wünsche, dass ohne Vorverurteilung und ohne sonstige Dinge auch Fußballentscheidungen einfach nur Fußballentscheidungen sein können. Aber das habe ich gesagt, hat aber damit jetzt nichts zu tun. Es bleibt dabei, es war sehr präzise, wir werden es heute entscheiden, aber erst heute Nachmittag. Also es wird brennen dann in der Kurve, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann ich nicht präziser sagen. Dann Kirill Ring für RTL. Naja, geschickt ausgewichen, war. Ich denke, vielleicht hat er sich auch mal ein bisschen mit der Materie beschäftigt, was er vielleicht vorher nicht so getan hat. Kann ja auch gut sein. Möchte ich ihm gar nicht zum Vorwurf machen. Und man hat dann eingesehen, dass man sich die Baustellen nicht wirklich aufmachen möchte. Ne? Was auch das Schlauste in meinen Augen wäre. Ganz hinten, ja. Grüß Gott, Herr Tuchel. Wir wandeln nächste Woche TV-technisch so ein bisschen auf den Spuren des neuen Bundestrainers und dessen Vita Sie ja keine so ungewichtige Rolle spielen. Deshalb die Frage an Sie, als Sie damals den blutjungen Julian Nagelsmann zu sich ins Trainerteam geholt haben. Was hat Ihnen imponiert? Was hat Sie so begeistert an ihm? Ich habe das ja, Entschuldigung, ich habe das ja schon mehrmals gesagt. Er war eigentlich als Spieler eingeplant, damals in der zweiten Mannschaft und hat sich leider verletzt und kam nicht zurück von der Verletzung.
Und weil die Trainerteams damals beim FC Augsburg nicht sehr groß waren, haben wir einfach versucht, alle Ressourcen auszunutzen und haben Julian gebeten, die Gegner zu beobachten für uns. Und die Berichte waren dementsprechend detailliert und gut, dass eigentlich klar war, dass er dafür Leidenschaft mitbringt und ein großes Talent mitbringt. Und das hat sich dann bestätigt. Er hat sich ja dann, das war im Laufe der Saison und am Ende der Saison direkt hat er sich, glaube ich, entschieden, in Nachwuchs bei 60 zu gehen. Was ja auch eine gute Entscheidung war und für ihn und auch eine richtige Entscheidung. Glaube ich, in der U14, U15-Bereich oder vielleicht was. Das wusste ich gar nicht, dass er bei 60 war. Halleluja. Ich war froh, dass das nicht ins Licht kam. Also auch der U17 zu gehen, um weiter zu lernen, und da hat er seinen Weg gemacht. Hier rechte Seite Mario Krischl für den Kicker. Ja, Herr Tuchel, wie hat denn der Rest der Gruppe die Reise nach Kopenhagen überstanden? Und wie erwarten Sie Freiburg am Sonntag? Es war eine lange Reise, also hat sich auch lang angefühlt. Wir sind am Montag um 10 Uhr hier von der Sebener Straße los und am Mittwoch um 16 Uhr wieder angekommen für 90 Minuten Fußball. Das steckt schon in den Knochen. Sie hören es auch an meiner Stimme, die ganzen, ja. Ist ja noch Zeit bis Sonntag. Machen wir ruhig, ne? Halt mal den Ball flach, suchen wir nicht jetzt schon wieder irgendwelche Ausreden. Also die werden jetzt, glaube ich, der letzten 4 Spiele 3 Auswärtsspiele. Ich glaube, von den nächsten 4 Spielen wieder 3 auswärts. Ja, ist doch schön, dann hast du doch bald ein paar Heimspiele am Stück. Das ist schon keine unerhebliche Belastung, die auch dran zehrt. Ansonsten waren alle heute im Training, außer Serge und Mata. Aber alle, die im Einsatz waren, die auch im Kader waren, und auch Rafa, kam jetzt wieder ohne Beschwerden zurück. Deshalb hatten wir eine 18er-Gruppe im Training, was schon ungewöhnlich genug ist für uns gerade. Das hat Spaß gemacht, natürlich in der großen Gruppe zu trainieren. Wir haben einen Tag freigegeben, um einfach mal auch den Kopf frei zu kriegen. Haben in Kopenhagen morgens noch trainiert. Und glaube ich, war wichtig jetzt heute, weil Top-Bedingungen, einfach ein gutes Training zu haben, eine gute Stimmung zu spüren und ein gutes Training zu absolvieren, um wieder in den Rhythmus reinzukommen. Wir wollen unbedingt auch das letzte Spiel vor der Länderspielpause natürlich gewinnen. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Und wir wissen auch um die Schwierigkeit, da den Motor ständig in Gang zu halten. Der Motor war noch gar nicht im Gang, Alter. Also so richtig in Gang war der diese Saison noch nicht so offensiv spielmäßig. So, deshalb. Abgesehen von Bochum. Nochmal, gestern war Freitag. Obwohl gegen Manchester United war offensiv ja auch einiges geboten. Freier Tag, und jetzt haben wir 2 Tage, uns darauf vorzubereiten. Aber freier Tag finde ich völlig legitim, ne? Wenn wir erst Sonntag spielen, ja, bei der Belastung, hat sie gerade selber gesagt, darf man auch nicht unterschätzen. Ein freier Tag ist da schon wichtig. Um mal den Korb ein bisschen frei zu kriegen. Das finde ich sehr gut. Wenn wir dann auch dementsprechend die Leistung sehen am Sonntag, dann ja, umso besser. Wir wollen am Sonntag natürlich da sein. Christian Kunz wieder, bitte. Wie oft denkt man noch an das Pokalspiel zurück? Gar nicht. Jetzt gerade zum ersten Mal, ja. Weil Sie mich daran erinnert haben. Ansonsten, ja, wir haben ja dann direkt danach nochmal gegen Freiburg gespielt, in Freiburg auch gewonnen. Wir wissen um die Schwierigkeit der Aufgabe, das ist in Freiburg sehr flexibel, dass die wechseln aktuell sehr häufig die Grundordnung, sie wechseln zwischen Manndeckung, Raumdeckung. Ja, wäre das nicht mal was Schönes, wenn wir das bei uns auch mal sehen würden? Aggressiven Spiel, tiefen Block, so deshalb. Das sehen wir leider bei uns alles nicht. Weiß ich gar nicht, ob wir da alle Eventualitäten vorbereiten können. Ja, da ist er tot, deswegen wird er den Spieler unter freigegeben. Also der braucht erstmal einen Tag, um alle Eventualitäten durchzugehen, damit er nicht 3 Videovorbereitungen machen kann, sondern 6, Alter. Oder ob wir uns dann selber auf uns auch konzentrieren. Hey, Thomas, das wäre echt mal ein Fortschritt in deiner Herangehensweise, seitdem du bei uns bist. Vielleicht einfach mal auf die eigenen Stärken fokussieren und die eigenen Stärken mal ausbauen, anstatt sich ewig an den kommenden Gegner zu 30 Millionen % zu orientieren, Alter. Ja, ich habe schon oft genug gesagt, klar orientiert man sich ein bisschen am Gegner, ja. Vor allen Dingen umso besser der Gegner ist, natürlich.
kann man auch gucken, wo sind so die Schwächen des Gegners, wo sind die Stärken so ein bisschen, kann man sich vielleicht ein bisschen darauf einstellen. Aber wir müssen doch erstmal selber unser Spiel durchbringen, mal ein Spielprinzip entwickeln, was man auch sieht. Ja, was sieht man unterm Tuchel halt immer noch nicht. Haben wir gestern im Stream wieder 2 Stunden drüber geredet. Ja, aber er spricht es ja jetzt selber an. Vielleicht lässt er den Aussagen dann mal Taten folgen. Es wäre schön, wenn wir endlich mal ein Spielprinzip sehen und der Gegner erstmal zweitrangig ist, ja. Das wäre mal schön, ja. Und nicht, dass wir uns immer an den Gegnern orientieren, Alter. Anscheinend kriegt die Mannschaft das ja auch nicht gebacken, wie man sieht. Konzentrieren müssen und uns dann auf dem Platz so hellwach sein müssen, um uns auf alle Eventualitäten dann auch eine Antwort das hört sich schon wieder gegenteilig an. zu haben. Das kann schon sein, dass da die... Ja, Freiburg ist jetzt auch so die Übermannschaft. Die haben 20 Millionen Trilliarden verschiedene Grundformen, Spielformen und die schießen dann auch das Tor in den Ball rein und nicht den Ball in das Tor. Alter, der dramatisiert das immer alles. Aber das ist der SC Freiburg, Punkt. Mal die Kirche im Dorf lassen, wir spielen zu Hause, da musst du halt einfach mal dein Spiel durchbringen und musst das 3-0 da wegknallen und gut ist. Jetzt mal nicht respektlos gegen Freiburg, aber jetzt mal ernsthaft. Alter. Ja, es ist ja gut, dass Freiburg ihre Grundordnung im Spiel ändert und mal tief, mal pressen. Ja, so ist das im modernen Fußball. Alles das, was wir bei uns nicht sehen. So, aber man muss doch erst mal anfangen, mal seine Spielidee zu verwirklichen, Alter. Das hast du bei uns gar nicht. Bei uns ist es so, wir gucken, was der Gegner ist und richten uns zu 100% an den Gegner. Alter, wir sind der FC Bayern, das hat genau andersrum zu laufen. Alter, deswegen sehen wir seit einem halben Jahr, seitdem der Tuchel da ist, so einen Krüppelfußball, den wir uns reintun müssen. Ja, die Ergebnisse stimmen, alles supi. Ja, Glück auf, Glückwunsch. Die Anforderungen auch ein paar Mal wechseln. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Freiburger alles dafür tun, uns das Leben schwer zu machen. Und, ja, wie wäre es denn mal, wenn wir auch mal alles dafür tun würden, diese Spiele von Anfang an zu gewinnen? Wäre doch auch mal vielleicht eine Herangehensweise. Deshalb werden wir... Nein, aber wir gucken dann, was macht denn der SC Freiburg jetzt? Wo müssen wir denn jetzt wie dagegenhalten? Wo müssen wir wie jetzt laufen? Alter, ich kriege so einen Kackreiz. Werden wir darauf vorbereitet sein müssen und werden es auch sein, um alles zu tun, dass wir nochmal gewinnen jetzt. Florian Plettenberg für Sky. Herr Tuchel, hallo. Wenngleich jetzt der Bild-Zeitung und auch uns bestätigt wurde, dass es keinen Vertrag geben soll für Jerome Boateng. Und Sie sagten ja eben, es wird heute Nachmittag entschieden. Ja, von wem wurde es denn dann bestätigt? Da macht doch mal Nägel mit Köpfe, Alter. Dann wissen wir doch gleich mal, wer da irgendwelche Sachen rausgibt. Den muss er mich dann gleich mal aus dem Verein prügeln, Alter. Glauben wir natürlich. Können Sie mir sagen, wer es Ihnen bestätigt? Ja. Nein, das können wir natürlich nicht sagen, aber die große Frage ist ja... Also, dann halt deine Fresse, Alter. Wenn der Tuchel sich da hinsetzt und sagt, das wird am Nachmittag entschieden, dann wird das bekannt gegeben, dann muss man sich nicht da reinsetzen und sagen, ja, aber das wurde uns bestätigt. Ja, dann sag von wen oder halt die Fresse. Punkt. Wenig zu 100% beim Tuchel. Wenn es wirklich noch nicht entschieden ist, welchen Einfluss haben Sie denn dann noch bis heute Nachmittag auf diese... Alter, wie die schön sticheln wollen, ne? Wie die schön so das Drama wieder rauskitzeln wollen bei uns, oder? Die hoffen jetzt alle darauf, dass er sagt, ja, aber ich wollte den Jerome, aber die Verantwortlichen wollen den nicht, aber ich wollte ihn. So, darauf warten die. Das wäre so ein Twist, schön, kann die Bild-Zeitung wieder irgendwas titeln, Alter. Ey, das sind so eine dreckigen Menschen, Alter. Diese Personalie, würden Sie ihn gerne unter Vertrag nehmen, weil er einen guten... Wir werden das zusammen entscheiden. Wir werden das zusammen entscheiden. Das hat nicht Was nur für eine sportliche Komponente, diese Entscheidung. Deshalb ist es wichtig, dass wir die zusammen entscheiden. Heute war nochmal... Tore, gib ihm mal eine klare Ansage. Du brauchst jetzt gar nicht so diplomatisch sein. Das ist eine Frechheit. Das ist einfach respektlos, sowas. Ja? Er hat das vor 5 Minuten beantwortet und dann ist das Thema durch. Dann muss man da nicht so extra mit dem Hintergedanken, oh ja, komm, wir kitzeln mal, da haben wir wieder eine Schlagzeile. Tuchel ist anderer Meinung, Blasels. Junge, halt doch dein Maul, ey. Mal Training. Ich komme gerade vom Trainingsplatz, deshalb meine Haare nicht gemacht und eine Mütze auf. Und deshalb nehmen wir uns Zeit. Naja, er hat gute Laune auf jeden Fall. Zeit dafür und lassen uns jetzt nicht treiben, auch nicht durch vermeintliche Veröffentlichungen, dass es schon entschieden ist. Das treffen wir jetzt am Nachmittag zusammen und dann werden wir es bekannt geben. Können Sie trotzdem, gestatten Sie die Rückfrage nochmal erklären, was kann der Spieler Boateng der Mannschaft geben? Warum? Gar nichts kann er uns geben. Nichts, nothing. Außer Probleme und Stress und Unruhe. Sonst nichts. Haben Sie denn überhaupt getestet? Also was war die Ambition?
Nein, getestet haben wir grundsätzlich und wir haben ihn deshalb eingeladen. Zum einen, weil er ein extrem verdienter Spieler des Clubs ist und auch er einen Bedarf hatte, auch ins Mannschaftstraining zu kommen, um den nächsten Schritt zu gehen in seiner Fitness. Das haben wir als allererstes Mal als Grundlage gehabt und die zweite war eine absolute Notsituation in der Innenverteidigung, als in Münster plötzlich keiner. Habe ich schon alles zugesagt. Guckt euch meine anderen Videos an. Mehr im Kader stand. Das war die Grundlage und auf dieser Grundlage ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Wir sind schlauer als vorher. Und ja, es ist alles. Wir haben 2 Innenverteidiger auf dem Platz. Ja, kaum zu glauben. Treffen wir heute Nachmittag eine Entscheidung. Dahinter Curry Hau für Sport 1. Hallo Herr Tuchel, Kingsley Coman hat gegen Bochum eine starke Vorlage geliefert. Insgesamt hat man aber so das Gefühl, es fehlt so ein bisschen an der Effizienz, auch in der Überzeugung im 1 gegen 1. Wie sehen Sie ihn aktuell und wie kann man da vielleicht auch entgegensteuern, dass er sich noch auch mehr belohnt für den hohen Aufwand? Ich glaube, das kann er dann am Ende nur selber tun, sich belohnen. Er bringt sich in genug Situationen und trainiert gut und hat die Training ist immer alles top. Richtige Einstellung und die richtige Herangehensweise. Er ist derjenige, der jetzt von den Zahlen, von den Vorbereitungen und den erzielten Toren hinterherhinkt gegenüber. Von der Einstellung, ja. Muss aber nicht nur auf irgendwelche Statistiken gucken, also. Er wirkt gerade halt einfach nicht richtig bei der Sache. So, Punkt. Woran es liegt, vielleicht hat er private Sorgen, man weiß das ja immer alle nicht. Aber er wirkt gerade nicht wirklich bei der Sache so richtig. Ne? Über den anderen, das ist so. Ich glaube, das weiß er, also das weiß er ganz sicher und ich glaube, es nagt auch so ein bisschen an ihm. Aber wir wissen schon um den Wert von Kingsley jetzt seit vielen, vielen Jahren. Einfach ein extrem fleißiger Spieler. Ja, war immer der konstanteste auf jeden Fall, ne? Von den ganzen Superheroes da vorne. Deswegen ist das ein bisschen schade, dass er diese Saison irgendwie bisher so ein bisschen abfällt. Ein Spieler, der super schwierig zu verteidigen ist, der auch sehr gerne mal die unangenehme Verteidigungsarbeit mit übernimmt, sei es, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel war es, in einem letzten Heimspiel haben wir, glaube ich, in einer Raute defensiv verteidigt, sei es als Rautenspieler dann das fleißig macht oder das Spiel in Manchester City hat er auf der Seite dann teilweise mitverteidigt gegen Grealish und ja, außer jetzt ist es raus, was vor 3 Monaten war, oder was? Eine Fünferkette hergestellt, das macht er alles ohne Murren, obwohl er eigentlich vom Status und so weiter, wahrscheinlich... Ich bin immer wieder fassungslos über Tuchels Aussagen. Ja, vom Status her, ja, müsste er das jetzt nicht machen, oder was? Hä? Will er das jetzt damit sagen? Dass wenn ein Spieler einen gewissen Status hat, muss er nicht mehr mit nach hinten arbeiten oder muss nicht, wenn Not am Mann ist oder wir uns weiter zurückziehen in der Fünferkette, muss er nicht die Defensivarbeit machen oder was? Was ist das denn wieder für ein dummes Gelaber, Alter? Das muss er doch nicht extra loben, das ist ja wohl selbstverständlich. Junge, der verdient 18 oder 19 Mille im Jahr. Wenn es dann Not am Mann ist und wenn er ihn als linken Verteidiger aufstellt, hat er dazu machen. Punkt. Auch nicht die sich natürlich eher als Stürmer sieht, aber er macht das immer und deshalb kommt das in die Bewertung für uns komplett mit rein und das schätzen wir enorm, dass Kingsley so ohne Ego einfach spielt. Ihn nervt das natürlich bestimmt, er hat da anderen Anspruch. Ich glaube, dass das auch eine Frage der Zeit ist, bis er auf seine Zahlen kommt, die er in den letzten Jahren geliefert hat. Das sehe ich aktuell nicht. Es müsste einfach mal der Knoten platzen, ja. Weiß ich nicht. Also aktuell macht er einfach eine unglückliche Figur. Also ich spreche ihn ja auch nicht ab, dass er will oder so. Aber aktuell ist einfach irgendwo bei ihm so ein bisschen der Wurm drin. Schwierig gerade für ihn. Schade eigentlich, ne? Wie gesagt, ich halte viel vom King. Und ja, es stimmt natürlich, dass er immer defensiv mitarbeitet, ne? Oder wenn es nötig ist, ist er da. Aber das jetzt extra hier so herauszuheben, so lobend und also das sollte halt selbstverständlich sein. Ne? Nochmal. An Vorbereitungen und an Torabschlüssen und alles gut. Kommen wir zu den letzten Fragen, bitte, David Fehrhoff. Jetzt sollte er sich mal mit Harry Kane an einen Tisch setzen und vielleicht mal gucken, dass da mal die Chemie ein bisschen besser klappt. Sollte man sich vielleicht auch mal wieder über Vorlagen freuen und nicht alles nur eigensinnig versuchen, unbedingt ein Tor zu erzielen. Vielleicht hilft das dann. Für Bild.
Hallo Herr Tuchel, wir gehen davon aus, dass Sven Ulreich nochmal im Tor stehen wird. Gehen Sie davon aus, dass es jetzt erstmal sein letztes Spiel als Nummer 1 wird und Manuel Neuer dann wieder fit ist? Und vielleicht noch eine Nachfrage zu Thomas Müller. Ist Freiburg ein Thomas Müller-Spiel? Nein. Jedes Spiel ist ein Thomas Müller-Spiel. Ist nicht mehr witzig, Thomas. Müssen ihn nur aufstellen. So, dann. Thomas hat ja seinen Wert bewiesen. Ich meine, Thomas ist jetzt, hat ja auch ein gewisses... Mich würde mal interessieren, was der die ganze Zeit notiert. Mir letztes Mal schon aufgefallen. Alter, ohne da den Abgesang zu starten, aber ich meine, Thomas hat in seiner ganzen Karriere auch was ja wahnsinnig positiv ist, auch mit extrem viel Aufwand gespielt. So, das ist ja nicht ökonomisch und die Position, die er da spielt, seit ich weiß nicht wie viel Jahren auf dem allerhöchsten Niveau, ist ja auch nicht in der Mitte der Dreierkette, wo du dann vielleicht auch mal ein bisschen als Libero mit Auge die Bälle einsammeln kannst und deine Laufleistung irgendwie so runterdimmen kannst, dass du die letzten Jahre deiner Karriere auch noch auf dem allerhöchsten Niveau spielst, sondern er spielt vorne drin. Er hat sich immer definiert übers Anlaufen, er hat sich immer übers Pressing, immer über Aufwand, macht er doch jetzt nicht anders. Immer über Laufwege definiert, das ist nach wie vor so. Ja. Und deshalb, der hat ordentlich auf die Socken bekommen, der hat, weiß nicht wie. Aber was ist das jetzt für eine Rechtfertigung? Der holt jetzt gerade aus, Alter, um was zu sagen. Hä? Um das, was wir schon alle sagen, ja, dass der Müller halt nur noch Teilzeit da ist oder wenn er gebraucht wird, aber ich denke, wir brauchen noch nicht darum reden, dass Müller auf jeden Fall 60 Minuten Vollgas geben kann, oder zumindest eine Halbzeit. Also da gehe ich ja wohl mal ganz stark von aus. Also das ist jetzt wirklich schon Abgesang, auch wenn er es erst verneint und dann doch den Abgesang leistet hier. Ist schon wild. Wie viele Millionen Zweikämpfe da absolviert und er ist jetzt in einem gewissen... Ich denke nicht so viele Millionen Zweikämpfe, wie er Millionen an Geld bekommt. Es ist ein Alter, das Spiel wird immer schneller, die Stürmer werden schneller, die Verteidiger werden schneller, es wird wieder, es geht von... Ja, und trotzdem hat er das Tor gegen Kopenhagen, ja, kann man nicht weiter ausreden, oder? Manndeckung auf Raumdeckung, auf tiefen Spielaufbau, ins Konterspiel, auf Schnellangriffe. So ist es einfach wahnsinnig komplex geworden. Deshalb brauchen wir ihn immer noch, weil er hat immer noch herausragende Fähigkeiten. Er hat ein unglaubliches Fußballwissen, er hat eine super Antizipation, er sieht und erkennt Räume, bevor es wirklich alle anderen tun. Und das stellt er unter Beweis. Aber ich glaube, es ist ganz normal in der Phase seiner Karriere, in der er jetzt ist und in der, wie ich es jetzt geschildert habe, dass das vielleicht mal 20 Minuten sind, mal 30, mal vom Beginn an. Ich glaube, es kann nicht mehr 50 Mal von Beginn an sein. Das ist ja auch völlig okay, aber was er da jetzt gerade von Stapel gelassen hat, fühle ich jetzt nicht so. Also das war ja jetzt wirklich schon so, ja, das ist alles zu schnell für Müller, ist zu komplex geworden, das kann er alles nicht mehr. Das ist ja wohl völliger Schwachsinn. Und ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass Müller nicht alle 3 Tage noch wenigstens eine Halbzeit Vollgas geben kann. Also das ist ja wohl, also wenn ich sehe, was andere Graupen da auf den Platz stellen, ist das gerade schon frech, was er da äußert, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, ich bin auch der Meinung, Müller ist jetzt so Abgesangphase, habe ich ja schon oft genug gesagt, dass er aber als Typ und Persönlichkeit uns immer noch sehr viel gibt, ist auch gar keine Frage. Aber ihn jetzt so hinzustellen, dass er ja mal 20, mal 30 Minuten, also er läuft jetzt nicht mit dem Rollator auf, oder was? Was ist denn los? Aber dann ernsthaft darüber nachdenken, ein Jerome Boateng mit 35 Jahren für die Innenverteidigerposition zu verpflichten, oder was? Hat der einer eine Birne, oder was? Ich hoffe, das merkt er gerade selber, wie er sich seine eigenen Argumente um die Ohren fliegen, Alter. Junge. Was ist wohl entscheidender? Ob du vorne mal einen Schritt langsamer bist, oder ob du hinten als Innenverteidiger mit 35 Jahren nicht mehr hinterherkommst? Junge. Ich könnte mich schon mehr in Rage reden hier. Das ist ausgeschlossen und aus meiner Sicht unmöglich auf diesem Niveau in der Vorgeschichte und in den Anforderungen, aber völlig Ja, die Vorgeschichte, Thomas Müller ist 20 Jahre alt, sehr, sehr viel gelaufen, deswegen kann er jetzt nicht mehr die letzten Monate oder 1,5 Jahre seiner Karriere kann er jetzt nicht mehr laufen lassen. Es geht nur noch 30 Minuten. Was eine Argumentation, Alter. Unabhängig davon, in welchem Wettbewerb, sind wir heilfroh, dass Thomas da ist. Sie haben es jetzt gesehen, mit welcher positiven Energie er jetzt in Kopenhagen reingekommen ist.
eine Torchance hatte, ein Tor aufgelegt hat. Und genauso muss es sein. Und ist auf jeden Fall ein Kandidat gegen Freiburg zu beginnen. Und wir haben auch mit ihm schon begonnen. Oder was? Wir haben mit ihm schon von der Bank gespielt. Er hat die komplette Vorbereitung verpasst mit Schambeinproblemen und so weiter. Er macht mega fleißig da Zusatzprogramme im Moment, damit er beschwerdefrei bleibt. Alles bestens. Ich verstehe Ihre Frage. Und die Chancen stehen gut. Mal schauen. Der macht mich fertig, der Typ. Der macht mich fertig. Der macht mich fertig. Er setzt sich jetzt also dahin, haut einen Abgesang auf den Thomas Müller raus, erzählt uns, ja, das ist alles zu schnell und er ist so viel gelaufen, hat so viel auf die Socken gekriegt in seiner Karriere, ist jetzt ein alter Sack und ja, es reicht immer noch für 20, 30 Minuten, ist ein super wichtiger Charakter. Ja, aber wir haben schon mit Thomas Müller gesprochen, der wahrscheinlich beginnt er dann gegen Freiburg. Und dann wechselt er ihn nach 20 Minuten aus, oder was? Was ist das denn jetzt für eine Logik? Alter, ich hau mich hier gleich weg, ey. Der macht mich fertig, der Tuchel. Der macht mich fertig. Wir müssen entscheiden. Ja, ich denke... Ja, das passt ja jetzt nicht zusammen, ja. Wenn man sich da hinsetzt und so argumentiert und sagt, ja, so 20, 30 Minuten kann er, dann passt ja jetzt nicht zusammen zu sagen, ich lasse ihn gegen Freiburg anfangen, weil dann geht's ja schon darum, dass man 60, 70 Minuten durchhält. Ja. Das hat er ihm ja gerade abgesprochen mit dem seinen Statements da im Vorhinein, also... Ich verstehe es nicht mehr. Verstehe es nicht mehr. Helft mir, Leute. Jetzt gar nicht so, wie Sie gerade gefragt haben. Ich weiß, dass Sie es wahrscheinlich auch nicht so gemeint haben. So ist es jetzt das letzte Spiel. Ich freue mich, dass Ole so hält, wie er hält. Ich freue mich, dass es Manu so gut geht, wie es ihm gerade gut geht. Ich freue mich, dass das Team mit dem Torwarttrainer und auch Daniel Perez jetzt so ein homogenes und starkes Team ist, dass sie sich auch dorthin pushen, dass man auch echt das Gefühl hat, dass der Torwart draußen sich nochmal freut, wenn der Torwart, der spielt, einen in der letzten Minute von der Linie kratzt. So muss das sein, so wünsche ich mir das, so kenne ich das und so ist es im Moment hier. Die Situation für Ulle kann man eigentlich gar nicht hoch genug bewerten, wie er das macht, weil es ist auch wirklich nicht einfach, egal wie gut du hältst. Es kommt halt auf jeden Fall die Frage nach Manuel Neuer. Das hilft natürlich enorm, dass die beiden sich so wertschätzen, dass Ulle auch volle Rückendeckung von Manu hat und er ihm dann nur das Beste wünscht. Und das ist, glaube ich, die Ausgangslage dafür, dass es gerade so ist. Und alles andere möchte ich jetzt wirklich keine Prognosen abgeben, weil ich es erstens nicht kann und zweitens wäre es weder Ulle noch Manu gerecht, das jetzt zu tun. Zu guter Letzt der Kicker nochmal, Marc. Ist auch Schwachsinn, haben wir ja schon oft genug drüber geredet. Also. Lass der Neuer doch erstmal richtig im Mannschaftstraining sein, ein paar Wochen, und dann kannst du auch mal darüber nachdenken, ihn mal wieder zu bringen. Also schon wild. Ja, Herr Neuer ist jetzt wieder eine Woche im Mannschaftstraining, er muss gleich wieder von Anfang an spielen, oder was? Ja, da bin ich sehr gespannt auf die Leistung, Alter. Mario Krishna. Herr Tuchel, Sie haben die vielen Auswärtsspiele angesprochen, den engen Terminkalender. Sorry, das ist jetzt für Bayern nichts Ungewöhnliches. Stört es Sie dann, dass gerade in dieser intensiven Saisonphase jetzt die DFB-Reise dann in die USA ansteht, gerade für viele Ihrer Spieler? Ja, da musste ich jetzt nicht bis jetzt warten, um da ein bisschen mit den Augenbrauen, meine Augenbrauen zu rümpfen. Um das vollkommen zu verstehen, von einer EM in Deutschland in Amerika gegen Mexiko zu spielen, weiß ich nicht, ob es sich... Naja, gut. Ich verstehe die Einwände, ja. Aber ja, es wird wahrscheinlich um Kohle gehen, Alter. So, da muss der Tuchel sich jetzt nicht hinstellen und da irgendwie einen auf scheinheilig machen. Wir waren vor der Saison halt auch in Übersee und haben da trainiert und Freundschaftsspiele gemacht. Also möchte man das dem Verband dann absprechen? Ja, also schon schwierig, oder? Wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, kann man da ja draufhauen und nachtreten, dann verstehe ich ja. Und klar, der Zeitpunkt, um da irgendwie dann Jetlag und Zeitzonenverschiebung ist völliger Tullux, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja, wer im Glashaus sitzt, ne, sollte dann besser die Goschen halten. Mir das erschließt. Ich weiß auch nicht, ob mir das jemand dann so schlüssig erklären kann, dass ich es komplett verstehe. Ja, Money. Money, wegen nichts anderem. Aber okay, das ist, ich weiß nicht, wer es entschieden hat, aber es ist entschieden worden und klar, wir sind das auf jeden Fall gewohnt. Es ist nur ein großer Unterschied, wir hatten jetzt 3 Auswärtsspiele.
mit den Reisestrapazen. Die Nationalspieler gehen jetzt nochmal weg, die kommen mit Jetlag zurück. Die kommen am Donnerstag zurück, nur dass man es mal ausgesprochen hat. Die deutschen Nationalspieler kommen am Donnerstag zurück und sitzen am Freitag im Flieger nach Mainz, sitzen am Montag im Flieger nach Istanbul, kommen am Mittwoch wieder zurück. Dann ist ein Heimspiel dazwischen und dann ist, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig, Auswärtsspiel im Pokal, Auswärtsspiel in Dortmund. Also das ist zwischen dem vollen Terminkalender und der ganzen und alles dann auswärts und in verschiedenen Zeitzonen, da gibt es dann schon nochmal einen Unterschied. Das ist am Ende der Belastbarkeit, da wird Ihnen kein Trainer auf diesem Niveau irgendwas anderes sagen. Nur wir werden immer nur danach gefragt, wenn alles entschieden ist. Es fragt nie jemand nach, bevor man was entscheidet und wahrscheinlich wissen. Da stimme ich ihm natürlich zu. Ne? Man könnte natürlich mal ein bisschen Rücksicht auf die Vereine nehmen, die Spieler abstellen. Ne? Betrifft ja nicht nur uns, betrifft ja auch die anderen Mannschaften, die Spieler abstellen. Das ist natürlich schon frech. So, ist natürlich schon ein Unterschied, ob du das so in der Saisonvorbereitung machst, ne? Wo du danach dann auch genug Erholungszeit hast und zu Hause noch bist und so weiter. Oder ob du das halt so mitten in der Saison machst. So, aber nochmal, wer im Glashaus sitzt und so weiter, ne? Aber man kann seine Argumentation natürlich völlig verstehen. Und ja, am Ende ist es völliger Tulux. Hätte der DFB vielleicht mal den Klingelbeutel rumreichen sollen bei den Top-Vereinen. Passt mal auf, wir müssen in die USA fliegen, weil wir da irgendwelche Sponsoring und unser Ansehen da, was weiß ich, aufpolieren wollen. Da gibt's ein bisschen Geld. Oder ihr gebt uns das Geld und wir bleiben zu Hause. Wäre vielleicht angemessen gewesen. Also es kann ja keinen anderen Grund geben, außer wegen Geld. Na, warum sollte man das machen? Es ist ja, wir spielen die EM im eigenen Land. Warum sollte man dann in den USA Vorbereitungsspiele machen? Das ist ja völliger Schwachsinn. Ich meine, wenn man jetzt in den USA eine WM spielen würde, würde ich ja sagen, jo, kann man noch nachvollziehen, man möchte mal da schon mal so ein bisschen Feeling mitnehmen und ein bisschen, was weiß ich was, sich anschauen oder so. Aber so ist das natürlich völliger Schwachsinn. Wissen Sie unsere Meinung und wollen sie nicht hören. Deshalb ist das... Aber ich finde es gut, dass er erstmal so klar und deutlich anspricht jetzt hier auch, von wegen, dass da keiner nach der Meinung gefragt wird und sowas, ne? Ja, ich denke, das kann man auch mal so klar äußern als Verein. Ehrlich gesagt müßig. Also die... Und wenn wir dann noch darüber nachdenken, dass ein toller Aki Watze da irgendwie im DFB da stellvertretender, was weiß ich ist, dann kannst du nur noch machen. Aber das betrifft die Dortmunder ja auch, ne? Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wild. Die Champions League macht dann irgendwann mehr Spiele, die Euro wird erweitert, die WM wird erweitert. Die Spiele werden Tausende von Kilometern voneinander gespielt. Sie werden keinen Clubverantwortlichen, keinen Trainer finden, der das gut findet. Sie werden keinen Spieler finden, der ihnen sagt, ja, da kann ich richtig an mein Leistungslimit kommen, mit dem Terminplan. Aber okay, so ist es und versuchen das Beste daraus zu machen. Dafür sind wir jetzt am Ende. Danke, bis morgen. Servus. Servus. Ja. Thema Boateng hat da leider ein bisschen rumgedruckst. Da hätte ich mir jetzt auch nochmal klare Worte gewünscht, aber gut, kann man irgendwo verstehen. Er ist der Trainer, er muss sich die Baustelle auch nicht aufmachen, da irgendwie klare Kante zu zeigen zum Thema Boateng. Da muss schon der Sportdirektor gerade stehen, fand ich, und das hat er vor dem Champions League-Spiel nicht gemacht. Das war sehr enttäuschend. Ansonsten warten wir mal die Entscheidung ab am Nachmittag. Ja, aktuell hört es sich ja so an, dass wir ihn nicht verpflichten. Wenn dem so ist, Halleluja. Zu allem anderen hat Tuchel klare Kante bewiesen, gerade wie gesagt zu dem Thema DFB, da mit dieser USA-Reise. Hat er alles gesagt, ist auch alles richtig. Ja, aber nochmal, wer dann so im Glashaus sitzt, ne, sollte dann auch nicht so mit den Steinen werfen. Ist halt schwierig dann da irgendwie zu argumentieren. Auch wenn es natürlich ein Unterschied ist, ob ich das in der Saisonvorbereitung mache oder mitten in der Saison, ganz klar. Ne? Gut. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Wer hier noch dran ist, Eigenwerbung, Montag, 19 Uhr, gehen wir wieder live auf Twitch zum Thema FC Bayern. Ja, jetzt gibt's noch einen Taktikfuchs hinten dran und dann erst Sonntag nach dem Spiel. In diesem Sinne, tschüssi.